1000 Jahre vor den Ereignissen in Tales of Cestiria erleben wir die Abenteuer dieser jungen Dame aus eben auch diesem jenen Spiel. Aus Tales of Berseria und damit herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play. Mal schauen, was ihr heute so alles erleben war. Außer durch die Jagd auf Stachelschweine. Komm her! Aua! Ja, jetzt! Oh! Seja! Seja! Aua! Sehr gut! Der ist noch voll geheilt. Na, komm, komm, komm. Oh, er ist paralysiert. Geil! Unter Strom gesetzt! Ja, was macht ihr eigentlich mit der Klinge, Mann? Ich trete die ganze nur zu. This should be enough to cover the medicine. I'd better bring these to the store. Okay, okay. Was ist da in der Mitte? Da haben wir irgendwie ein Ausrufezeichen. Bin schon mal sehr gespannt. Okay, wir sind hier auf einer Insel, wie es aussieht. Sagt ja 1000 Jahre vor Cestiria, was es da so viele Inseln gab. Kann mich gar nicht daran erinnern. Vor allem, guck mal hier, Weltkarte. Ja, wenn man alles besuchen kann, geil, aber wie bereits erwähnt, wie passt das alles zusammen, oder? Was ist ja umgekehrt, statt dass sich Kontinente irgendwie getrennt haben wieder zusammengefunden und so. Keine Ahnung. Wir werden es noch erleben. Vielleicht noch nicht. So, haben wir draußen noch irgendwelche Items? Ich will vor allem ein bisschen Objekte, weil ich glaube nicht, dass wir schon irgendetwas Seltenes finden. Oh, so eine versteckte Waffe, natürlich geil hier draußen. Womit natürlich keiner rechnet. Aber so wie es aussieht, geht diese Rechnung nicht so ganz auf. Schade. Ich bin so gefreut. Drüben sehe ich auch nichts Besonderes. Viel Grün. Eine sehr farbenfrohe Welt. Sehr geil. Da drüben ist noch ein Item. Was ist da unten? Eine bodenlose Schlucht. Sehr geil. Hä? Hier haben wir Wasser und da ist eine bodenlose Schlucht. WTF. Da geht doch gar nichts. Sonst auch nichts. Die Kammergeschwindigkeit ist gar nicht mal so schlecht. Man kann es dann noch schneller machen, aber nee, ich glaube auch generell, weil zu schnell und so. Dann denke ich mal auf YouTube, je nachdem, ob es nicht ganz mit 60 FPS aufnimmt und so, könnte es auch ein bisschen, ja, sag jetzt mal doof rüberkommen. This place isn't safe. That hole's gotten bigger. I've told them 1,000 times they ought to build a fence. But they keep saying it's forbidden land. Even Celica used to scare me with it. She was always, "This is a gateway to the underworld." Well, I'm too old to keep falling for that nonsense. Wo könnte das hinführen? Tor zu und wäre natürlich Quatsch. Also, natürlich, ziemlich sicher. Vielleicht sogar der Ursprung der Bosheit. Weil die haben wir in Cestiria eigentlich nie erlebt. Ja, gut, wir hatten Heldalf und Mautelus. Im Prinzip, wenn man so will. Und dann tun noch ein paar andere Vertreter, beziehungsweise solche, die halt ja, von der Bosheit korrumpiert wurden oder sich ließen. Aber ansonsten. Stachelschweine sind back, brauchen natürlich nicht mehr. Sind wir, finde sowieso zu lame, deswegen geht ihr eigentlich mal weg. Oh, geht nicht weiter. Da brauche ich ja ein bisschen Windart. Also, vermutest du nur sicher. Und hier geht es nur von der anderen Seite. So ist es doch. Wait, the boars I hunted. Are you there? Maxim 3. Never waver once your sword is drawn. Control your feelings to control the tide of battle.
Let's fight! Verborgene Arten setzen auf Schaden und Angriffsreichweite, aber sie brauchen mehr SG. Seelengrad als Kriegsarte, du. Sengende Schneide ist aktiv gegen Bestien, erlange einen, von dem du die Schwachungen des Gegners ausnutzt. Und dann drücke ich es nicht zu benutzen. Okay. Arte, Velvet. Selbst entscheiden. Ah, so läuft das in den Phasen, wa? Deswegen mit der Combo und so weiter. Ah, alles klar, alles klar. Selbst entscheiden, selbst entscheiden. So. Was? Das wäre effektiv. Kann ich gerade abblocken, ist auch effektiv. No, no! Mann! Und tschüss! Zumindest mal, die kam noch Schaden. Mann! Er weiß, er braucht ja viel mehr SG. Es ist nur noch einer übrig. An Exorzist art. Pride and anxiety, pity for the enemy, thrill of victory. Your emotions run too hot. That will be your downfall. Agreed. It's one of her virtues as well. Huh? Yes, I know. But even so, she's got to... Arthur? Arthur's fourth maxim. Never let your guard down, even when victorious. Got it. In any case, this should be enough to buy Lafisette's medicine. I'll drop the prickle boars off at the shop before I head out. Head out where? The person I was supposed to meet is late. I don't think I'll be home tonight. I came out here to let you know. You'll have to pick up the medicine yourself. Right. One more thing. I saw a group of demons near the village. If you're attacked, run away. Am I clear? No way! I can handle a bunch of... Demons can only be challenged by those with the talent for exorcism. That's the cold logic of the world, and no emotions can change it. Do you think I could become an exorcist? Why is it you think that birds fly? Why? Well, without flying, they couldn't find food. It takes a particular innate talent to be an exorcist. Unfortunately, very few humans have it within themselves. All right. Tomorrow is Celica's Memorial Day. I'll be back as soon as I can. Hurry back! I'll make you a quiche, just the way she taught me. Sag mal, will man das Spiel hier verarschen? Wegen Exorzist, der ist doch ein Hirte, ganz einfach. Gab seit 1000 Jahren keine Hirten mehr, hießen die Tiere. Ja, logisch, vermutlich war Arthur der Letzte.
Aber warum wurde Velvet nicht so einer? Ja. Hat er garantiert mit dem Seraphim gesprochen. Die Frage, ich meine, wie gesagt, wenn ein Exorzist bzw. Hirte ist, aber mit angeborener Gabenswandel ist ziemlich sicher die Resonanz gemeint. Dann hat er vermutlich mit seinem Herrscher gesprochen, dem Herrscher Seraphim und so, wegen dem Herrscherpakt. Das war eine Feuerart. Glaubt ihr, es war vielleicht Layla? Ich meine, er trug ein Schwert bei sich. Ich weiß, das Schwert, das auch Zoe trug, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, wir haben es nicht in Aktion gesehen, es war nur in der Scheide drin, aber... Nee, warte mal, nee, das Schwert von Damenseher ist viel breiter. Egal. I wonder if those prickle boars were brothers. Maybe I should have let them go. But then, how would I pay for Laffy's medicine? Hunting took care of that. And it means food for us as well. I had no other choice. It was a rational decision. But the fact that I'm still worrying about it shows that my feelings are getting the better of me. Naja, der Stärkere überlebt und so weiter. Es ist klar mit Gefühl und so. Jetzt kommt auch die Vegetarier oder Veganer und so. Aber es hat schon was für sich. Natürlich muss in gesundem Maß und so weiter bleiben. Und trotzdem. Aber egal. Zurück im Dorf. Der Sehnsucht ganz schnell abspeichern, weil man weiß nie, was alles hier passiert. Ich habe eine ganz üble Vorahnung. Alpha hat uns bereits gewarnt wegen Dämonen. Miko, here for groceries? Yep. And you must have been out hunting. Yeah, it was a good haul. Look at you, Lady Breadwinner. If you were a boy, I think I'd be in love. Good thing I'm a girl. Oh, yeah? You ought to do something about your style, then. Yeah. I kind of broke my comb. So get a new one. Sure, I'd like to, but... Hey, mister! How about a sale on combs for the pretty girl? Huh? Oh, you two need something? I'm fine, Nico. I'm just here to pick up medicine for Laphicet. Oh, Velvet. I already told Arthur, but I'm afraid the medicine hasn't come in yet. What? Why not? Is it because of the demons? Seems like the demon blight's really taking a toll on the city. There's even a group of them lurking around here now. When's it coming, then? I can't say. And I don't know how much it will cost. Oh, no. Ugh, what is wrong with Midgand? I mean, don't they have an army or something? Those guys? The demons already routed them a while back. But we're safe here, right? After all, your brother-in-law's an exorcist. You so sure about that? Arthur can't even use his right hand anymore. Poor fellow couldn't even protect his own wife and child. Let me know when the medicine gets in. Of course. For now, here, on the house. Velvet! You didn't forget, did you? You promised to teach me how to make your special quiche. You mean for that apprentice animal doctor you had your eye on? You were serious? Beyond serious? Please. This is life or death for me. But I thought your folks weren't keen on the two of you dating. Who cares what people think? The important thing is my feelings. I like the way you talk. If I were a boy, I think I'd be in love. Darn right. Ja, He must be starving by now. I better hurry home. Truhe sicher natürlich ersetzt. Was wollte ich gerade sagen? Was kann ich mehr? Ich bin so geflasht. Resistenzring, die Verteidigung erhöht. Sehr gut. Falsch. Robuster Gürtel, Blutklinge. Sehr gut, sehr gut. Celica taught you how to make your special quiches, right, Velvet?
Yeah, but mine aren't nearly as good as hers. Don't be modest. They're fantastic. Simple, yet elegant. That's because there's a secret in the cheese and the dough. You should try selling them in Taliesin. I'm sure they'd be a hit. We could make them together and take them on the road. We could even wear matching uniforms. Would it make more money than hunting prickleboars? Definitely, maybe. Even more so if you could lighten up a bit in front of the customers. Then it might be worth a try. I do want to buy Laffy a nice heavy winter coat. And Arthur's gloves are in tatters, so he needs new ones. Oh, don't be so boring. I get where you're coming from, but come on. Think big. Dream, Velvet. Dream. Think big? No thanks. I want a peaceful life with Laffy and Arthur. That's all. You're impossible. Then again, maybe that's why your quiches taste so darn good. Ich habe so ein ganz mulmiges Gefühl, dass in Zukunft nicht so ablaufen wird, wie Velvet es sich irgendwie vorstellt. Naja, warum bloß, wa? No. Orthy and Russ seem pretty down today. I know. They've been whimpering like this for an hour now. Well, they've always been a bit wimpy. The other day, that kitty Rollo chased both of them up a tree by himself. They're hopeless. Whenever it's thundering out, they both dive into my bed, shivering. Orthy, Russ, shape up. You're Nico's bodyguards, right? Start acting like it. They're completely hopeless. Maybe. But they're so cute, so I forgive them. Eine Katze namens Rollo. Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott. Ja, von mir aus, warum nicht, wa? Mach noch weitere Anspielungen auf frühere Tales of Spiele. Mann, oh Mann, oh Mann. So, möchtest du safen? Ja, was denn auch sonst? Ich bin ja der große Safer. So, die Truhe wird angezeigt, wenn es bereits geöffnet ist. Oh, das ist doch eine Option. So, wir haben sonst hier nichts mehr, wa? Wo? Geh mal zurück ins Dorf, wa? Was sagt das? Geh zurück nach Hause, genau. Machen wir es doch auch. Und dann passiert die Katastrophe. Ist ja meistens so, Freunde. Anfangs alles, ja, alles super und so, wie auch bei Beispiel Zelda Twilight Princess und dann das. Hi, Celica. I'm back. I can't believe it's been 7 years since we lost you. And the baby you carried. Oh, drat. I forgot to bring your princessias. I know how much you, Mom, and Dad all loved those flowers. And I know your child would have too. I'm sorry. I'll pick some from the cape tomorrow. Ich bin gerade überlegen, Freunde, aber ja, entweder habe ich es wieder mal überlesen oder noch gar nicht richtig erwähnt, offiziell. Aber ich schätze mal, Velvets große Schwester, Celicia oder Celicia, war wohl Arthurs Frau. Weil würde zumindest so gesehen ein bisschen passen, oder? Weil er auch Frau und Kind verloren hat und so. Naja, nur ganz so eine Theorie. Vielleicht wurde es bereits auch bestätigt, wie bereits erwähnt. Kann sein, dass ich ein bisschen überlesen habe, während ich da am Überlegen war, wegen dies und das. Oh, warte mal. Nee, noch nichts Neues. Ich dachte doch gerade Mode. Der Quatsch. Ja, er war noch nie so der Modetyp bei Tales of Spielen. Doch eher ein bisschen der zweckmäßige, aber aha. Strategie, aber ja, einer, wenn sie so steuern, noch ein bisschen zu früh. Apfelchili, Blutklinge, Wo habe ich denn? Ah, Materialien. Es kam ja Metallwert, schade. Hat einen geringen medizinischen Wert. Was? Ah, Potentiet. Was? Potentite. Ah, Potentite. Ja,
Keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe zuerst was in Potenz gelesen. Oh je. Wertsachen. Größere Nährhaft. Ja, Bewohner, Stil, Velvet, Add-ons, noch nix. Mal schauen, wa?